Okay, by the way, ich habe jetzt spontan eine Idee bekommen, was wir machen. Und es spielt Luca in die Hände. Ich weiß nicht, ob er gerade da ist. Ich habe das noch nie in meinem Leben geschaut. Wird ein Retalk. Ich glaube vielleicht einmal oder so. Oder auch nicht mal ganz. Try not to cringe TikToks. Ist mir jetzt nach diesem Doch, Content. Nein. Das ist okayer Content, wenn man das jetzt einmal macht. Ich hab's noch nie gemacht. Sagst du, gibt's da irgendwie neuere? Wieder je. Elihu, danke für am 5. Dankeschön. Ich gehe da mal. Nein, vertraut, Jungs. Das ist Fell of Content? Ja, oh mein Gott, natürlich ist das Fell of Content, aber es ist cool, wenn wir das 10 Minuten machen. Baraka. Farming Bob, danke für am wichtigsten Dankeschön. Da ist Elements mehr Content. Ich hab Bock darauf, Digga. Wir schauen das jetzt. Ihr checkt nicht. Manchmal muss man auch einfach am Tiefpunkt sein. Checkt ihr? Manchmal muss man einfach. It's totally okay to let your goofy side shine through. Aber guck, war ja nicht schlimm. Ja, ist okay. Okay, I guess. Bro, okay, ich hab das Level an Cringe unterschätzt. Es gibt 2 Dimensionen von Cringe. Erste Cringe, okay, es ist cringe, aber es ist okay. Zweite Cringe und man kann nichts dazu sagen. Sag mal Tomate. Und das sind wahrscheinlich eher so Sachen, wo man einfach nichts dazu sagen kann. Neben Josef, danke für am 22. Dankeschön. Oh mein Gott. Ja, okay, ich fand das nicht so cringe. Ich fand, das ging voll. Geht aber auch voll. Yeah. Oh mein Gott. Bro, the facial expressions, shut the fuck up, cringe. Bro, gibt's irgendwie eine bessere Compilation? Du musst mir acten für Video, Bruder. Ich kann nur. Das hat 1,9 Millionen, ist aber vor 3 Jahren. Schau Deutsch. Try not to cringe TikTok German. Man wird echt nur verarscht, ne? Ich wollte ja nur helfen. Das hätte ja sein können, dass den die Wespe tatsächlich da unten gestochen hat. Und dann muss man das wirklich aussaugen. Du hättest dich nicht mit mir anlegen sollen. Wenn jemand meine Freunde angeht. Doch du hässlicher Troll, und viel zu voll. Wart mal ab, bis die Schneelawine dich überrollt. In Beef schlag ich zu, wie der Hahn bei einem Keul. Fortnite ist kein Krieg. Warum ist Fortnite für den Weltfrieden? Papa, Krieg ist scheiße. Fortnite ist geil. Krieg spaltet Nationen wie ein Keil. Und in Fortnite sind alle Länder vereint. Digga, das ist nicht cringe. Fortnite Er hat sind recht. Unterschiedliche Skins, einfach ein Muss. Es gibt viele Verlierer in einem Krieg. Im Fortnite dagegen bekommst du einen epischen Sieg. In Fortnite hat anfangs jeder die gleiche Chance. Gänsehaut. Im Krieg gibt es einfach keine fairen Ballons. Fortnite ist für mich kein Krieg. Es ist nur ein Game. Deswegen sage ich immer, ist the same. Im Krieg sterben Kinder und Erwachsene eiskalt. Ich will ein Kind haben. Ich glaube, ich habe meine Meinung geändert, Jungs. Ich war immer der Meinung, ich will kein Kind. Ich glaube, mittlerweile würde ich sagen, ich will ein Kind. Bitte nicht, Bro. Doch, ihr geht doch mies auf die Eier, ja, aber
Guck mal, in so 10 Jahren, wenn ich eh nichts mehr zu tun habe, weil ich 5 Millionen auf dem Konto habe, Spaß. Aber wenn ich so, also wenn man älter wird und nichts zu tun hat, dann hat man eh keine Hobbys mehr und dann willst du halt ein Projekt Ronaldo machen oder so. Irgendwie sowas. Fortnite ist ein Spaßfaktor für Jung und Alt. Im Krieg entsteht Hass. In Fortnite entsteht Bro, aber das hier, oh Hölle sein! Was macht der da? Freundschaften. Wusstest du nicht das? Alle Soldaten der Welt sollten ihre Waffe niederlegen, sich schleunigst eine Konsole zulegen, dann lieber Battle Royale zocken und in Fortnite mal so richtig abrocken. Schon haben wir den Weltfrieden und Fortnite wird den Hass besiegen. Fortnite ist für mich kein Krieg, es ist nur ein Game. Deswegen sag ich immer, ist the same für den Weltfrieden. Peace, tschüss. An alle Peace, tschüss! Einbrecher! Mein Haus ist wieder auf dem neuesten technologischen Stand. Ihr kommt zur Tür rein. Dadurch rollt eine Orange über ein Keyboard und ich werde gewarnt. Am Boden taktische Ausrutschwalnüsse. Fällt mit dem Kopf auf den Rucksack. Im Rucksack ein Waffeleisen. Sofortige Gehirnerschütterung. Steht wieder auf. Nun werdet ihr von meinem Kumpel Mehmet erschreckt. War auch nicht cringe. Oder was machst du, wenn dein Kind weiblich ist und du Projekt Ronaldo nicht durchführen kannst? Das ist natürlich dann kein Problem. Dann habe ich natürlich einen Plan B. Ich fange an zu rauchen. Am Boden ein Gespensterbuch. Wenn ihr das liest, bekommt ihr... Nein, ich weiß nicht. Projekt Mia Hamm. Wer ist Mia Hamm? Nee, ich glaube Retalk. Wenn es ein Mädchen wird, dann Projekt Ariana Grande. Angst. Jetzt fliegt eine Axt auf euch zu. Und dann müsst ihr gegen meinen Spider-Bro Wolfgang kämpfen, der durch einen Energy-Drink immer wachsam ist. Und selbst wenn ihr das alles überstanden habt, dann habt Aber ihr das ist doch es nicht mit cringe, mir Digga. zu tun. Ich bin ein Okay. Spinner. Ja. Let's Okay. bounce, Motherfucker, let's bounce. Die Katze schreut wieder in die Haut. Hi. Jakob, sag mir am wichtigsten. Ja, aber geht. Netto. Darf ich dich auch mal nackt fotografieren? Ja, wenn dir das nicht zu kalt ist. Meinetwegen. Ja, die sieht ein bisschen aus wie mein Vater. In dünner. In dünner und in noch weniger Haare. Digga, mein Vater hat heute so einen gottlosen Witz rausgehauen, das war crazy. Bro, da muss ich zugeben, das war Top 5 lustigste Witze von meinem Vater. Tell us, Bro, das kann ich euch nicht sagen. Das geht nicht. Das ist ein Witz, den man außerhalb des Streams droppt. Das war crazy. Sag, ist doch nur ein Witz. Nein, das geht nicht. Nein, Bruder, er hat nicht irgendein Wort gesagt. Es war halt einfach nur ein gottloser Witz. Teasing Andy, ja, oh mein Gott, ich werde jetzt sagen, was er für... Bro, Gatekeep, Digga, er edgt wieder. Ja, Bro, nein, stopp, aus. Stopp, ich möchte nicht mehr reden. Dies habt ihr zu respektieren oder ich muss leider in eine etwas andere Richtung gehen und euch sperren lassen. Digga, gib mir ein bisschen Coca-Cola, aber nicht über meinen Nike-Jogger. Horstall never die. Möchtest du meine Pflaume kosten? Möchtest du meine Gurke probieren? Gesundes Frühstück ist so wichtig. Darf ich vorgehen? Ich habe nämlich nur ein Teil. Jo, ich lasse dich gerne vorgehen. Da kann ich nämlich ihr schönes Hinterteil mal sehen. Hallo. Nee, es sind immer die, also, nee, ich sag nichts. Aua. Egal. Ich muss warten, bis das Gute voll ist. Wie Aua. Ich träumte ich dies, und zwar von Quellkartoffel und Dub-Dub. Pommes frites mit Ketchup. Immer die Penny-Kassierer, ja, genau. Da ist, irgendwie sitzt, also ich sehe sehr oft halt, also wo die Haare halt gefärbt sind, so. Checkt ihr?
Ey, würdet ihr euch als Beifahrer ins Auto setzen, wenn ich der Fahrer wäre? Ja. Sag mal ganz ehrlich. Na klar. Würdet ihr euch trauen? Ja oder nein? Digga, what the fuck? Bro, ich frag mich. Meint er das ernst? Checkt er, was er da macht? Hat er abgeschlossen? Wie entsteht so TikTok? Wie entsteht das? Ganz kurz, ich habe jetzt Gönnergy hier rumliegen seit 2 Tagen offen. Kann man das noch trinken, ja oder nein? Ich guck mal rein. Hier hat jetzt keine Pilzkruste oder so. Müsste es ja eigentlich gehen.